Good morning. Het is goed je alle te zijn. Voor we in de boodschap vandaan gaan, wil ik een klein beetje reden van onze wereld. We weten alle dat door Krieg in onze wereld. Israël heeft nu al meest 2 jaar je krieg in sommige grotten in Ierland. En over deze grotten, die zijn alle onder Iran. Iran is de kop van de ganze slang. En zo nu in de latere paar weken hebben ze dik Iran ondergrepen. En nu in de laatste paar dagen is de steeds door Nanje gestopt. De steeds is het einzige land wat de bommen heeft en de planes om de aanvliegen om daar duip onder de aarde. En dingen verbannen. We denken einmal so, dat is een ganze wereld. We wonen hier in Mexiko, we hebben vrede. We hebben ons ene soort Krieg, da weet we goed. Versuchen du nicht von zu reden. Aber unsere Welt ist klein von dir. Nicht bloß mit Information, nicht bloß mit, dass wir alles lebendig sein, oder in dem Moment, wo es passiert. Aber wir haben auch in drei Länder in der Welt, wo Bomben haben, wo alle in der Welt handschalten können. Intercontinental Ballistic Missiles nennen wir die. Some Länder können durch Nuclear Bombs nun schnallen, sozusagen. Und so das, was unsere Welt handelt, und so ich will 2 Dinge sagen. Von dort eins ist, dass wir beten für Menschen. Weißt du, die Kirche in Iran ist eine von den Kirchen, was sollst du was in dieser Welt? That's hard to believe, aber das ist es. Und so sind die Christen, manche. Aber das andere Ding ist, dass du was Jesus kann. Ich habe gestern noch eine Botschaft, habe mal selbst gelesen, dass Gott, das an die Länder, die waren ja in Israel gehen, zu Gott lässt. Und dann sagt Gott, dass die waren Bienenstunden verbrennen in einem Augenblick. Und das ist bloß möglich mit einer Nuklearbombe. Und so ist es klar, dass die Welt wird über dem vernichtet worden mit dieser Bombe. Aber das ist sehr wichtig, dass wir Jesus kennen. Ich meine, ich sage einmal, das ist die ganz gefährlichste Zeit, um ohne Jesus zu leben. In der Weise können wir sagen, das ist immer gefährlich, nicht? Wenn du kannst einen Tag totschlagen. Aber unsere Welt, und unsere Sicherheit hier, und unsere schaffenden Geld und all so Dinge, das haben wir ein sehr kleines Leben. Wenn wir das ganze Bild bechecken. Und so, ich will dich nicht grüßen, aber ich will dich warnen, dass wir leben in einer Endzeit. Und so, wir bereit sind, Jesus zu begegnen, zu allen Momenten. Wir können hastig was du sein. Wir fangen von der und ihre Botschaften an, dann haben wir das Evangelium zu den Mennoniten. Ich dachte so, Freitag, meine Freude wie ein paar Werk war, und die Männer weiten, wenn die früher weiß sind, dann das denken, das führt, das ist bloß derich mit denen. Und so, ich kann nicht klar denken, aber anyway, ich dachte so, dass wir haben das sollten an, das Evangelium zu Lebenswasser. Wenn wir schon gleich das nahen, das Evangelium zu den Mennoniten und dann bloß an Jahre Mennoniten denken. Ja, die Kolonie dort, oder dort Land dort, die sind so gesetzlich, oder was like, da ja. Aber das ist für mich und die. Wir wollen das der nächste Sinn, der auch von uns reden. Und wo wir sind und was wir glauben. Ich will ein paar Versen lesen. Das sind sehr interessante Versen, sehr dick auch. Aber das ist der Grund von dieser Botschaften. In Galater 1, Vers 8, da sagt Paulus, es steht, und wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel, wie Paulus das sich selbst entschlüten, von der wird wir sein, wenn wir Lebenswasser, wenn ich aus den Prediger, oder ein anderer Prediger, wenn dein Lieblingsprediger, wenn wir, ich von dir, du von dir, oder sogar ein Engel vom Himmel, dort meint Gabriel, dort meint Michael, dort meint Gott seine höchste Engel, oder der Teufel mit seinen Engeln. Und so, wenn wir oder sogar ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen soll, als dort, was wir gepredigt haben, den Lot verflucht sein. So ist wie vorher gesagt haben, sagt noch einmal, wenn irgendwer, wenn ein Engel, wenn ein Jan-Prediger, dein Lieblingsprediger, wenn irgendwer ein Evangelium predigt, dort nicht mehr dort stimmt,
was wir hier gepredigt haben, das soll verflucht sein. Na, das sei ein Lektor. Das ist vielleicht eine Ursache, wenn ich Paulus gleich, wenn ich dieser Mensch, was einmal sagt, lektoriert. Und er gleicht hat, wann heute hat. Nur alle werden durchschneiden und bloß mal sagen, was es. Und so wie wir uns checken, oder das Evangelium zu den Mennoniten. Hier sind ein paar Dinge sehr klar an das. Und eins ist, dass Paulus sich 100% überzeugt, dass dort Evangelium, was Jesus am offenbart hat, ist das rechte Evangelium für die Heiden. Und das zweite Ding ist, dass wenn wir durch irgendwas bieten oder wegnehmen, dann sind wir unseren Fluch. Und dann wird es sehr wichtig, dass du weißt, was das Evangelium ist zu den Mennoniten. Na, hier ist es vielleicht ein bisschen interessant, wenn wir sagen, das Evangelium zu den Mennoniten. Aber wir tun das, oder ich tue das, wenn ich will haben, dass wir wollen das mal an uns nehmen. Nicht immer an Jahren. Das ist sehr leicht für jeden Menschen horchen. Ja, ich weiß, ich wünsche, du hast es gehört. No, ich wünsche, ich habe es gehört. Ich rede diese Woche noch mit somebody von Hingerstein, Kanada. Und er bedankt sich und er sagt, was für eine feine Botschaft, und wir brachten für die Mennoniten. Ich dachte, so what about für die? Aber das ist, was wir fertig tun. Für Jahren. Und wir wollen das persönlich merken. In der nächsten mehrere Sendung. Nicht bloß hast du ein Evangelium zu den Mennoniten, aber du hast einen Apostel zu den Mennoniten. Und so von der will ich reden von uns Apostel. Der Apostel zu den Mennoniten. Der Apostel zu den Heiden. Und weißt du, wenn ich sage Mennoniten, die Bibel sagt dort nicht, dass das Evangelium ist zu den Mennoniten. Die Bibel sagt das Evangelium für die Völker. Das, was ich und du sind. Wir sind nicht Heiden, oder wir sind nicht Juden, wir sind Heiden. Wir sind von den Völkern. Wenn wir Mennoniten sind, wir glauben, wir haben alles taub und wir sind das auserwählte Volk Gottes, aber wir sind Gott. Wir sind Heiden. Wir haben überhaupt nicht mal Teil an Gott seine Familie. Paulus hat von dem Epheserbrief, wir waren da Luther noch nicht von der, aber andere sind da. Dass er sagt, dass die werden wieder von Gott gelebt und dass Gott, ohne Gott in der Welt, die werden überhaupt nicht Part von Gott seine Familie. Das ist, wer wir sind. Und das ist so wichtig, da wir dort verstehen. Aber der Apostel zu den Mennoniten. Paulus sagt in Galater 1, Vers 1, es steht, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, aber durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn abgeweicht hat von der Todes. Da wird mich das immer sehr interessant und wir wollen da nur checken in der nächsten Sendung, dass Jesus lebt auf dieser Welt und er wählt sich 12 Jünger. Und er schickt diese Jünger aus. Aber dann bei einmal some Jahren in der Geschichte nehmen. Wir werden nicht ganz korrekt befehlen, aber wir wollen sagen 10 bis 15 Jahre. Dann bei einmal stobt Gott sozusagen Rüt aus den Kranz von 12 Aposteln und er griff sich ein extra Apostel für die Mennoniten. Mir ist immer interessant, dass nicht mehr Prediger fragen, wieso? Wieso stobt Gott Rüt aus den 12 Aposteln und wählt sich ein Pharisäer ganz apart? Und weil jeder Christ, von Petrus und Johannes wieder, jeder Christ, hat das Christentum von 6 anderen Menschen gelehrt. Bitte Paulus. Gott raubt sich am Rüt aus dem Judentum, und wir wollen ein bisschen checken, wer wir, aber er raubt am Rüt und er offenbart am das Evangelium direkt nur Paulus, von Jesus nur Paulus, nicht durch Petrus oder Johannes. Und mir ist das immer wunderlich, dass wir nicht fragen, wieso. Like, was geht da an? Wieso ist es dort? Und da wollen wir von reden in der nächsten Sendung. Aber diese Transformation, was in Paulus passiert, das was in dein Leben muss passieren. Das was in uns Mennoniten muss passieren. Und so das, wo wir wollen von reden. Da wir das rechte Evangelium haben, nicht bloß dort haben, aber dort glauben und dort leben. Wir sind alle sehr bekannt mit das Baby, was in Bethlehem geboren wird. Jeder Jahr feiern wir den seinen Geburtstag sozusagen.
wann er doch euch über Weihnachten ist. Aber wie haben Zeit im Jahr, die weiten alle. Ich habe actually eine treue Botschaft für ihn, dass hier in Lebenswasser fangen wir nur an zu reden von Weihnachten, like, ans fehlt halb. Aber weißt du, jeder Jahr Weihnachten, große Dinge in der Welt, nicht bloß für Christentum, aber in der ganzen Welt, wenn er doch wenig mit Jesus zu tun hat. Aber wie haben die Geschichte von dem Kind dort in Bethlehem im Stall, in der Krab geboren, wie sind sie bekommen mit dort? Dort Kind, was du geboren wird, ist die ganz einflussreichste Person in der ganzen Welt, jemals was und Wort jemals sein. Mir ist es interessant, dass wir nu gerade uns ähnlich geschriebene Leute reden, wenn wir reden von dem Evangelium zu den Mennoniten. Da habe ich nicht so geplant, das ist bloß something, was Gott so geführt hat, glaube ich, aber anyway, das Kind dort, du hast mehr geschrieben von das Kind, mehr gesungen, mehr Gedichte, mehr Bücher, like die ganze Welt ist beeinflusst von der Person, von das Baby von Bethlehem. So wie sind sie bekommen dort? Wo wir nicht ganz so bekommen sind, dort ist dort noch ein Kind geboren, sehr zu der selben Zeit. Bin ein paar Jahre. Das Kind wird geboren ungefähr 1000 Kilometer Norden von Bethlehem, in einer römischen Stadt Tarsus. Seine Eltern waren Juden, sein Vater wie ein Pharisäer. Diese Person, das Baby, was in Tarsus geboren wird, das ist die zweite einflussreichste Person im Christentum. 24% in Bet Maya, wenn wir Hebräer angerechnet, aber 24% von dem Neuen Testament wird von dem Baby geschrieben. Das ist das Baby, was Gott sich geraubt in einen besonderen Weg, für einen besonderen Zweig für uns Mennoniten. Und so seine Eltern wie ein Pharisäer, sein Vater wie ein Pharisäer, Saul, ich will am Saul nennen hier, wenn das was sie nun wir. Er war ab gewisse Monate in Tarsus, wir weit nicht krank, wie alt er war, als er nach Jerusalem trat. Aber seine Papa, als ein Pharisäer, er wir so je Väter sind. Die waren die beste Schule für junge Kinder. Und das ist was Saul seine Papa auch will. Er will die beste Schule für seinen Sohn. Und so sie traten nach Jerusalem, wenn du wieder die beste Schule, du wieder der höchste Lehrer im Judentum. Er sagt von sich selbst, so steht in Apostelgeschichte 22, ich sehe ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber in dieser Stadt abgetragen. Wenn er sagt, diese Stadt, er meint Jerusalem, wenn das wo er war. Für Gamaliel seine Feit, Gamaliel ist der Lehrer, er war alle Lehrer, ganz genau nach das vorderliche Gesetz, und wir ein Iverjahr für Gott, großes je alle an diesem Tag sind. Da wird jetzt alle reden zu den Juden, wenn sie hatten am festgenommen in Jerusalem im Tempel, sie wollen am Tod merken, aber der römische Soldaten kamen dann an und raten sein Leben. Und dann ist er der Rüd drehen und fragt den Kommandant, dass er reden konnte, sein Volk. Und das ist, wo Paulus das sagt, mit mehreren anderen Dingen, die wir nicht wollen durchgehen. Aber er sagt, wer er ist und wo ehrlich er wir für das Gesetz. Soll sich laut in sein Leben, dass wenn das bei das Gesetz kommt, dann wird er fehlerlos. Wenn ein Mensch jäuft, wo das Gesetz nicht kommt, dort wir soll. Und so wie man immer so denkt, er wird der höchste Student in seiner Schule. Lernen ich, wir haben 2 Jungs gehabt, einem hat $10 ans älteste sehen, aber sie waren beide immer die Buberste in der Schule. Und sehen, was nun noch lebt, hat mehr Bursaries, mehr Dinge gewonnen und Geld gekriegt und so weiter von der Schule gehen als ein oder er kriegt in den letzten Jahren mit einer Schule wie das höchste Medal in Kanada von der ganzen Regierung. Der höchste Student. Das ist was soll wir. Der höchste Student. Der beste gelehrt im Gesetz. Wie weit das soll, hat Familie in Jerusalem, kriegen diese Geschichte, wo sie haben festgenommen, du hast jetzt seine Schwester erst sehen, woran das Leben rat, wenn du sind Juden, was sich totgeschlagen haben, sie wollen am Tod merken. Und so bringt Saul die Botschaft. Saul hat geport von der hohen Route.
Wenn ich ein volles Lied, dann wenn es ein Lehrling. Und weet je, dort wir, der Höhe Rot, dort wir der höchste Klasse, Juden, das stärkste Gesetz, das tollste Gelied, das überlichste für das Gesetz. Das soll wir. Ich glaube, soll wie ein von den, was der Schrift würde sein, Experts, ein von denen, was Jesus versucht, eignen zu gehen mit Frauen, mit seinen irgendwo eignen zu gehen. Zum Beispiel, was ist das höchste Gebot? Früher am einen Tag einer. Und das wird die Geschichte nennen von den Samaritern. Und würde wir mehr totgeschlagen, die weiten die Geschichte. Aber das mäßig, das soll das wir, was die Frau stellt. Was ist das höchste Gebot? Aber wir trafen soll persönlich zum ersten Mal in der Geschichte von Stephanus. In der Apostelgeschichte 6, Vers 9, da lesen wir das steht. Dann stünden aber Adlige ab von der sogenannten Synagoge, von der Libertina, in die Kyrena, in der Alexandra, in der von Silizien und Asien, und streiten mit Stephanus. Na, ich will dir in der Land kurz wissen, weil ich gerade nicht habe, die Leute zu merken ein Bild. Hier, wo ich stehe, hier ist Jerusalem. Und so rum, Jerusalem, da ist das Meer, das wird genannt das Mittelländische Meer. Und so an der linken Seite ist Ägypten. Und dann Afrika. Und so Kyrene ist hängen Ägypten an in Nordafrika am Meer. So some von denen kommen von da. Alexandra, das ist eine Stadt Krieg in Ägypten, zu der Zeit. Und so da, some kommen von da. Silizien, das ist an dieser Kant, wenn wir da vielleicht mehr fahren, bei Antioch und an in Tarsus, wo Saul von kommen. Saul wir von Silizien. Und dann ein bisschen wieder am Westen, ich weiß auch, ich weiß, aber am Westen, da ist Asien, das ist die Phaisische Kirche. Und dann die 7 Kirchen in Offenbarung, die wären in Asien. So diese Juden kamen durch so Raum Jerusalem, Raum das Meer so, die wären nu in Jerusalem und hatten da ihre Synagoge abgestellt und Saul als Port von dieser Synagoge. Ich habe in Vierten gesagt, ich war vielleicht noch fertig, das sind 2 Gruppen Juden. Das sind griechische Juden, das sind die, die in diese ausländischen Städte abgewassen sind. Und dann sind die hebräischen Juden, die wären einmal in Jerusalem oder in das Land geblieben. Ich habe das einmal verglichen mit kanadischen Mennoniten und mexikanischen. Aber anyway, diese auswärtigen Juden, griechische Juden, die haben da eine Synagoge. Saul ist Port von dort. Und wir klar haben, dass Saul ist Port von dieser Gruppe. Das ist seine Gang. Heißt sehr wahrscheinlich ein von denen, was da lernen, wenn er wieder ganz heiß gelehrt predigt am Ankennt. Und so er lehrt da, sehr wahrscheinlich. Und so diese streiten sich mit Stephanus. Und dann sagt er das. Und nachher denkt er, wie Stephanus ist auch ein griechischer Jude. Das ist wichtig, das kommt in der Apostelgeschichte 16, wurde waren 7 Männer ausgewählt. Tim der griechische wird früher bedeutet, dass wir alles griechische Juden. Plus ein Detail, das sind Dinge, die mich interessieren. Anyway, und sie können die Wasser in den Geist nicht wahre Stunden mit dem reden. Na, nu stell dir mal vor. Du bist der ausgelehrteste Mensch. Du bist der Klägste in der ganzen Gesellschaft. Aber nun ist da einer, den du nicht werden kannst. Wenn der redet in den Geist, der hat einen Heiligen Geist. Soll wie gelehrt im Gesetz. Und so, ich sage es für soll wie Port von dieser Streiterie durch eine Synagoge, aber sie können nicht in Stephanus stehen. Und dort euer die Antwort mir deutlich, wie Menschen sind es dort. Und dann sagt er in Vers 11, dann bekauften sie ein Germaner, jetzt in Mexiko nicht, dann bekauften sie ein Germaner zu sagen, wir haben am gehört Last, da wir gegen Gott und gegen Moses reden. Das was soll das. Na weet je, die Höhe Ruth, als Jesus abgeschlossen wie von dort, dann betuhlten sie, die Soldaten zum Sein, da haben sie gestohlen. Das ist das Ding. Und so sie betuhlen Menschen, bekäupen sich Menschen zum Lehen und sein, dass der hat geredet gegen Gott, gegen Moses, und welche der Tempel und Moses, und das Gesetz, das alles ein Thema im Judentum, dort wir ihre sehr heilige Kause zu sein, und das dürfen wir nicht antasten. Und dann Vers 12. Und sie reden dort falsch in der Ältesten, die Schriftgelehrten ab, und die kamen ihm am Fuß und brachten ihm für den Rut. Das wird angelehrt von Saul. Da muss ich klar haben. Saul ist der, was das anlehrt. Er ist Port von den Hohen Rut, er war ein Lehrling durch,
aber die ganze Lehrerschaft im Judentum, sie checken ob Saul, dass er ganz bester Kandidat zum Glauben oder Judentum wiederdrehen. Und so Saul ist fortfindet. Vers 13. Und sie stellten falsche Zeugen ab. Nicht bloß bekräften sie Menschen, aber sie stellten falsche Zeugen ab, die sehen, das Mensch geht nicht ab, lasst wir zu reden, je in dieser Helle steht, in dort Gesetz, so war er je in den Tempel, in je Moses, oder dort Gesetz, willst wir haben am Hirt sein, das Jesus von Nazareth, wo diese steht, durchbringen, und die Gewohnheiten ändern, die Moses uns gegeben hat. Saul ist der Lehrer von das. Heißt du im Hohe Rut. Er hat die Hohe Rut angehitzt, jen Stephanus. Und dann du im Hohe Rut, dann Stephanus heiratet, wir wollen da nicht dort alle lesen, dort ganz Kapitel 7 von der Apostelgeschichte, ist ein langes Kapitel. Aber er vertelt ihnen, die eine Geschichte, und wo rebellisch sei, immer war was sind, all so eine Dinge. Und dann einmal kommt es durch, dass Stephanus, checkt ab. Und er sagt, ich sei den Himmel ob, in Jesus zur rechten Hand Gottes stehen. Und dann wird wir sagen, all hell breaks loose. Dann klopft der Taub. Und dann sagt er das. Als sie das hielten, schneit an das durch das Hort, und sie genorschten die Tänen über ihm. Na, das so. Manchen da wird es gesagt, dass das, was Stephanus hier predigen, der sozusagen, oder was er uns vertelt, dort schnitt in den Hort. Wir wollen zurückkommen nach diesem Punkt in Luther. Ich will Ihnen dort bloß wiesen, was passiert. Und dann in Vers 57. Dann schrien sie uit vollem Hals, hielden sich die Ohren zu, und morgen alle zu Glück ab am Los. Das soll. Das ist uns zukünftige Apostel. Ich will haben die sollen weiten, von wo die kommt. Und so das soll. Und schmeiten mit der Stadt uit und steinigten am. Und die dort Zeichnis geben, leden ihre Kleider an für einen jungen Mann. Der heißt Saul. Saul wie der Lehrer von dieser Gang. Hij wird tauhig zum Steiner schmieden. Hij wird da, was besitzt stand, nur die Kleider abpost, die tit, was seine, sozusagen Menschen, seine Gang, Stephanus mit Steiner totschlug. Saul wie der Lehrer von das. Und dann, in dieser Geschichte, du passiert eine Arg. Ich habe ja noch mal gesagt, dass ich gleich Geschichte, like Weltgeschichte, Kirchengeschichte, in eine Ursache, wo ich gleich, als wenn ich gleich Arten zu bekennen. Wenn ein gewisses Ding nicht geworden wird, dann wundern wir, wo würden wir sein. Das sind Dinge, die mich interessieren. Ich würde mehr abnehmen in der ganzen Geschichte von der Welt und von der Kirche. Aber hier ist eine Arg. In dieser Arg will ich Ihnen in der nächsten Sinn versuchen, klar zu machen, da wir klar haben, was ist das Evangelium zu den Mennoniten. Aber hier ist eine Arg in der Geschichte. But hier ist die Kirche ganz jüdisch. Es ist sehr, sehr wichtig für uns zu wissen, dass mehrere Jahre in die Kirche nehmen. Die Kirche ist jüdisch. Na, das sind zwei Gruppen von Juden, griechische Juden, hebräische Juden, aber das sind alle Juden. Kein Herr hat früher in die Kirche sein. Kein Samariter hat früher in die Kirche sein. Ernst von klein an gelehrt, dass sie sollen nicht mit der Herden Tub sein. Sie sollen nicht mit der Tub eten. Sie sollen sich nicht mit der befreien. Die Herden, die sind abhört. Die Völker sind nicht Part von Gottes Volk. Da mal wir verstehen, was am Anfang in der Kirche passiert. Kapitel 8, Vers 1. Soll es aber wie in seinen Todmerken anverstehen, an den da stand eine große Verfolgung ab jene Gemeinden in Jerusalem, und sie waren über die Länder von Judäa, Samarien verstreut, bitte der Apostel. Vers 3. Soll es aber beplünderte Gemeinden, gingen die Hiesen an und schlapp Mannen frühes Wach, und überjäft in das Gefängnis. Und so hier passiert eine Arg. Nu sind die Deren sozusagen aufgespratzt, und das fängt sich an, rüber zu move aus Jerusalem. Wenn die Apostelgeschichte studieren, dann geht es von Jerusalem nach Antioch, von Petrus nach Paulus. Aber das ist ein anderes, was passiert. Das ist wichtig, da wir das verstehen. Aber das fängt hier an. Und so dann soll er erst nach Damaskus. Mit Brei, wenn er hingefobt, den Juden festnehmen und dann nach Jerusalem bringen. Und durch die
sozusagen, door de ombringer, wat hebben ze met de deuten. En door hebben we eens bejegend til Jesus, we zijn bekomen met die Geschichte, een dag het licht, hij hielt een stem. En dan lezen we dit in Apostelgeschichte 9, vers 5. Hij aber zegt, so Paulus redt hier, hij aber zegt, wer bist du, Herr? En de Herr zegt, ik zie Jezus, den du verfolgst. Nu hoor ik wat het zegt. Dat is die schwoor, je in de stachels te hasseren. På vers 3 zegt ik, en snijdt dat im hart. Wanneer dat gewassen pleucht, dann bist du ein eurer Mensch als vorher. Wenn du überzeugt bist, du bist arg, und du wirst aber nicht tauscht und du wirst du ein Fett, das erste kost, dann bist du noch ein eurer Mensch als vorher. Und das war mit Saul passiert. Saul, wie geleerd in der Gesetz, wie geleerd von Gott und von dem Alten Testament, und als Stephanus zusammenreden am Weiß, wo das ganze Volk Israel, immer war wir, war spannsicher was, immer war gegen Gott, und wo Stephanus sagt, ich sei den Himmel op in Jesus durchstehen, dann schneit Saul das den Hort an, aber er fährt auch gegen, so soll er können. Vielmal Menschen fährten gegen ihr Gewissen, die fährten gegen die Stachels, die specken die. Immer wenn du allein im Bad schlafst, dann specken die das Gewissen weiter. Dann weißt du bist arg, du weißt, dass du lebst in Sinn, aber die specken das, die Stachels, die musst du gegen hassen. Das wird Saul sein. Und Jesus sagt ihm, weißt du was Saul, dies dort schwor. Gegen den Gewissen zu gehen. Und so dann geht Saul nach Damaskus und Gott redet mit Ananias und er soll da hingehen, den halten und so wieder an Vers 15. Aber der Herr sagt zu ihm, geh hin. Nu höre ich, was er sagt. Geh hin, weil das als mir ein Uterwelt gefäß, meinen Namen zu drehen, für die Heiden. Nur die Chinese und die Kinder Israel. Paulus sagt von sich selbst in Römer 11, Vers 13, ich rede nu zu jenen Völker. Ich rede zu jenen Völker, nicht zu den Juden. Man soll versuchen, die Juden noch zu reden. Wenn dort wir sind Vater, wir sind ihre Schwester sozusagen. Aber er sagt, ich rede zu jenen Völker, weil ich die Völker ihr Apostel sehe. Ich rede zu jenen Mennoniten, wenn ich sie die Mennoniten ihr Apostel. Das ist, was er sagt. Paulus ist dein Apostel, aus ein Mennonit. Dollar ist, was Petrus ist. Dollar ist, was Johannes ist. Paulus hat von Gott die Abgabe in einem besonderen Weg, zum die aus den Mennonit das Evangelium bringen. Ich bin schon so das Nennen in uns Hort. So ich sehe die Völker der Apostel und ich hole mich zu. In Epheser 3,8 sagt Paulus das steht, wenn ich auch der geringste von der Helden sehe, und er redet mit von seinem Leben, wo er kämpft, ihr weißt, das sind so Dinge, und 92 der geringste von der Helden sehe, mir ist das genug geschenkt worden, die Völker, die Mennoniten, das Evangelium zu predigen, dass da viel reicher ist, als irgendwer denken kann. Die sind bekannt damit, dass ich gleich zu predigen von wer wir sind in Christus. Das ist, was er hiervon redet. Das Evangelium, was Gott uns Apostel gibt, das ist reicher und vollständiger, als du die jemals denken kannst. Und wir wollen uns von den Dingen checken. Er sagt in Vers 15, Römer 15, Vers 15, aber ich habe ihn doch über viele ganz dries geschrieben, ja, dries, die sind verflucht, wenn die da was bieten, das ist dries. Ich habe ihn über viele dries geschrieben und ihn denken gehalten, weil Gott mir die Gnade geschenkt hat, Christus Jesus sind deiner ohne Völker, ohne Mennoniten zu sein, an als Priester Gott sein Evangelium zu predigen, ja, ich was er sagt, so dass die Völker, so dass die Mennoniten für Gott ein ungenehmes Opfer sind, dass durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Und zu uns Apostel kriegt von Gott eine Botschaft, was uns wird helfen, was uns wird reich folgen, was uns von wie dort glauben. Dann sagen wir, für Gott gerecht wird, wir haben eine Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Sehr, sehr wichtig, da wir das verstehen. Saul heißt den Apostel aus den Mennonit.
En so dat Evangelium, wat Gott soll juist in een bijzondere weg. En we willen nächste zondag wel ik je wijzen de onderscheid tussen het Evangelium te de Juden en het Evangelium te de Heiden. Maar ik weet dat hier ik immer noch earlier, wanneer ik dat zei, dat weet ik uit. Aber dat meint niet dat dat een onderscheid in er Leise, dat meint dat een onderscheid in Wandel. Ik wens je willen het verstaan. Aber dort, wat de Juden geleerd wordt en wat zij deiden, dat wir nicht für de Heiden. En Paulus fährt met alles door je wat er heeft. En we willen dat niet checken. Aber het is wichtig dat we dat verstaan. En zo Radung voor de Mennoniten, voor de Heiden, voor de Völker, dat geeft God Paulus. Maar ik en du door wat bieden, er wegnemen, dan zijn we onder een vloeg. En daar willen we ons te hard nemen. Dat is een schrikkelijke opgave voor mij als een leraar. En voor we allemaal als hier reden dat. Er, wanneer du wo in de Bibel staan hast. Pas op wat er met is. Dat du niet een vloeg leert op andere mensen op. Samen Shafura, dankzij voor die woord, dankzij dat du ons hast het Evangelium gegeven durch ons Apostel Paulus. Help ons te verstaan dat we zijn Heiden en we hebben een Evangelium wat du besonders Paulus gegeven hebt. En dat we dat worden verstaan en dat uitleven. Amen.